Am Starnberger See in Tutzing liegt Herings Wirtschaft. Hier lässt man es sich gut gehen mit bayerischem Essen und Trinken. In der Küche ist Traditionspflege noch etwas Selbstverständliches. Alle beherrschen ihr Handwerk, sind fleißig und trotzdem geht der Spaß nie verloren. Fritz Hering, der Chef, ist für Leib und Seele verantwortlich. Hier weiß man zu leben. Fritz Hering ist neugierig auf fremde Küchen. In Traunstein, im afrikanischen Lokal Wamso, ist er bei Arnaud zu Gast. Was anderes. Schaut aus wie bei uns so ein Kardinal oder so, ne? Nicht nur das ist ungewöhnlich. Genau. Er will schon von deiner schönen Frisur erzählen? Forellen auf Afrikanisch und Bayerisch soll es heute geben. Geschmacksabenteuer inklusive. Und dann Schmeckt ist ja es schon furchtbar. bis morgen viel Ja, Zeit. ja. Jetzt habe ich auch noch ein paar Spritzer in meine Morcheln abgekriegt von deinen Tomaten, aber das macht nichts. Verstehst du das? Das sind das Blutsbrüder, die zwei Tiefschätzer. Traunstein. Hier lebt Arnaud Jonet seit beinahe 10 Jahren. Ursprünglich wollte er Biologe werden. Viele Zufälle haben ihn von Kamerun nach Oberbayern geführt. Schließlich hat er vor 2 Jahren in einem ehemaligen Bahndepot das afrikanische Lokal Wamso eröffnet. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau Bernadette. Ansonsten dreht sich alles um seine 3 Söhne Lorenz, Loic und Levi. Der gibt sich am natürlichsten, der Levi. Vor 7 Jahren hat sie begonnen, die große Liebe. Traunstein, wie kann man sagen, ja, im Café, in Teeladen. Aha, danke. Oh. Da hat mir jemand gesagt, dass da einer ist, der Französisch spricht. Und da bin ich halt hingegangen, um Französisch zu sprechen. Und wir haben nicht aufgehört zu sprechen. Danke. Ich habe mich so wohl gefühlt bei ihm. Es war wie, da brauche ich mir nichts denken, da brauche ich nicht irgendwie was vormachen. Es war einfach schön. Viel unterwegs war er schon, der Koch Fritz Hering. Aber Afrika mitten im Herzen von Traunstein? Wamso. Das hat er auch noch nicht wirklich erlebt. Hallo, hallo. Ah, hallo, servus. Kann ich Ihnen helfen? Fritz Hering bin ich, grüß dich. Ah, servus. Dann haben wir schon telefoniert. Frei Richtig, ja. Du. Und? Ja. Wie geht's dir? Gut, Freue gut. mich schon. Ich hoffe, es heute kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Schön, dass ich da seid. Ich freue mich. Ja. Hallo. Hallo. Da ist meine Frau. Grüß dich. Servus, Sabine. Genau. Schön, dass du da bist. So, das ist aber ganz was anderes. Mit Schau um. Bühne, gell? Vor 2 Jahren war das hier noch ein altes Bahnhofslager mit kaputten Duschen und morschen Böden. Genau, ja. Wir haben eine kleine Bühne. Und wir machen so viele Veranstaltungen. Und, Wir zwei kochen wir heute. aber wie? Ich bin gespannt. Ja, wir haben ja telefoniert, also ich hab Forellen mitgenommen. Gut. Weißt, also weil ich komme vom Starnberger See Okay. und da haben wir ja den frischen Fisch. Frisch, oder? Ja, frisch, freilich Ich frisch. hoffe, es ist nicht 2 Meter lang, oder? Nein, Okay, ganz normale Forellen. Gut, Aber das ist ja so, weißt du, ich meine, Forellen gibt es eigentlich überall, oder? Das ist so. Klar, In Kamerun, in Afrika, In ist Kamerun, ein Fisch Forellen, genau. überall, wo Wasser gibt. eben. Und das glaube ich ist dann für uns am besten, weil dann kann man mal sehen, dann mache ich praktisch also halt so eine bayerische Forellen. Okay. Und du machst halt deine Afrika-Art, kamerunische. kamerunische Forellen. Ja? So, Arno, fangen wir an. Du, das erste Mal in einer afrikanischen Küche für mich, ich sag dir was, das ist mir eine Riesenfreude. Danke, für mich eine Ehre. Eine Ehre auch, du, das ist wirklich, das das sieht man wird schon, kommen. wir schauen mal schon unterschiedlich aus, wir zwei, verstehst? Okay. Kocht immer so daheim, oder? Brauchst du keinen Ja, so? ne, passt schon. Passt schon. Ich bin bereit. Das ist So ganz Schauber gut. hast du nicht, oder? Normalerweise habe ich meine andere da, aber dabei, oder? ja, meistens habe ich das noch drüber, aber heute werde ich schon gerne mit. Das schaut aus wie bei uns, so ein Kardinal oder so, ne? Kardinale Küche. Kardinale Oder Kocher. Küche, ne? Also das schaut doch cool aus, Mann. Weißt du? Ja, sicher. Gefällt dir lieber so? Ja, absolut. Dann Also glaube ich das wird alles viel besser, wenn du das anhast. wieder umgedreht.
Aber Marc war so richtig. Super. Schön. So gefällt dir? Das geht total. Danke. Absolut, gefällt mir total. Also jetzt pass auf, ich hab jetzt mitgebracht die Fisch, die wir ausgemacht haben. Gut. Also schöne Forellen habe ich dir dabei. Zwei Mit für dem die, Kopf drauf, oder? 2 für die, 2 für mich. Okay. Das sind Reserve. Dann. Gut. Also das, pass auf, jetzt machen wir so. Also ich mache praktisch jetzt meine normalen Forellen, wie ich sie mache, weißt du, Okay. bayerische Forellen. Und du machst halt deine afrikanischen Forellen. Gut. Ja. Super. Also wir sind ja von der Statur sind wir ja beide etwas kerniger. Also das passt schon Okay. zusammen. Verstehst du? Ja, Wir sind ja. also kein so Tiere Haring, wenn man sagt. Verstehst du das? Ja, Also dann fangen wir an, oder? Dann ja, ich sagen. Ich meine, das ist die Küche ist ja nicht gerade ein Tanzsaal, das kann man nicht behaupten, aber wir werden schon klar kommen. Also wir müssen uns erst vorbereiten und dann kommt der Ofen rein. Dann kommen die Öfen rein, oder? Okay, ja. So machen wir's. Also ich mache jetzt eine ganz normale Filets, ich tue das jetzt ganz normal filetieren. Okay. Und was du da machst, das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Normalerweise, die kochen mit den Gräten und so alles. Aha, du lässt die Gräten drauf. Ich lasse die Gräten drauf. Ja. Ah, da schau her. Und Also sagen wir so, also bei uns ist es ja eher so, wenn einer da Gräten erwischt, weißt, Ja. dann gibt es gleich Reklamationen. Verstehst du? okay. Ehrlich, Ja. also da musst du gefährlich aber und so. aufpassen, das wird immer noch schlimmer. Also die Leute wollen wirklich Ja. keine Gräten mehr. Ja. Deswegen tue ich jetzt gerne alles filetieren. Aha. Ja. Afrikanisch, Deutsch. Ja. Ich habe alles rausgeschnitten. Schau her, was die Filets so gemacht. Okay, die ganze Gräte und Alles nur weg, die das Haut Fleisch lasse ich raus. dran. Ja. Ja. Aber jetzt, wie du siehst, bei mir ist jetzt nichts mehr dran, außer die mit der Ja, Gräte. ganz fein, ja. So habe ich ein bisschen gewürzt, aber es ist so eine Gewürzmischung. Schau, das ist also das ist eine selber gemachte Gewürzmischung. Da habe ich jetzt ein bisschen so Paprika, Zwiebelpulver. Okay. Ich habe das ein bisschen probiert mit dem Finger. Das ist jetzt mal ganz was anderes. Verstehst du? Ja, das an sich auch. Das habe ich so selber gemacht. Ja, das ist auch ziemlich würzig. Und du hast jetzt auch praktisch so Tranchen rausgeschnitten, oder? Genau, alles noch dran, weil wie gesagt, bei uns, wenn du kochst Fleisch, den ganzen Geschmack von Fleisch liegt auch großer Teil von dem Geschmack in die Knochen oder in die Absolut. Gräte, genau. Das ist richtig, ja. Wenn man Fleisch von Fisch isst, Augen auch gehört in den Fisch, oder? Isst du die mit, oder? Ja, normalerweise isst man gerne den ganzen Fisch. Ja, da isst das, du die Fischaugen, isst du die mit, oder? Ja, mit. Mit Ich den will Augen? gern, ja. Ah. Kann man mit Zähnen und mit ganzen Knochen drauf. So, das isst du alles mit. Die Zähne, die Augen. Alles mit. Ja, aber ist nicht alle, die das isst. Genauso wie bei dir vorher gesagt, genau. Okay, gut, aber das ist jetzt nicht so meine Richtung, aber das ist okay. Ja. Arnaud und Bernadettes private Küche ist Familientreffpunkt. Das Lokal ist weit weg und die beiden haben Ruhe füreinander und ihre Erinnerungen. Er hat mich sehr beeindruckt, weil er kochen konnte, muss ich sagen. Und was schön ist, wir schaffen manchmal diese ganze, wie man sagt, diese Mischung. Wir machen manchmal ein paar Rezepte hier, wir können das nicht mehr wieder machen. Und in Kamerun haben wir mal Schweinsbraten gemacht, da haben wir dann Kochbananen noch reingetan und Semmelknödel dazu. Das Ganze ist weggegangen wie nix. Aber das war dann etwas anders als bei uns. Er hat dann erst einmal so einen großen Knochen mit Fleisch gebracht und das Ganze dann auseinanderbauen müssen. Und er kann einfach gut kochen. Das ist, es geht im Alltag nicht immer so, aber es ist schon sehr, sehr lecker. Jetzt verstehe ich schon. Vor dem Fernsehen kannst du das sagen, dass ich gut kochen kann. Warum heißt das Lokal Wamso? Wamso. Wamso ist genauso Er heißt auch Wamso. Name von meiner Oma. Ja, meine Oma, meine Königin, meine Gott, meine Vorbild. Oma. Ja, Papa. Komm. Und genauso auch wie der heißt Wamso. Wir haben auch ein paar Rezepte, die heißen Wamso. Und wie kamt ihr dann auf die Idee, ein Lokal aufzumachen? Ja. Ach, das war
Das ist ja so entstanden, weil es viele Leute gab. Er hat ja schon immer Feste veranstaltet und die Leute sind dann so auf uns zugekommen oder auf Märkten Essen verkauft und Leute sind auf uns zugekommen und haben gesagt, dieses Essen, wo gibt's denn das? Und ich gesagt, leider nur ein paar Mal im Jahr, wenn ein Festel ist und das würden wir gern öfter essen so. Und aus dem ist dann diese Idee entstanden, das dann auch wirklich öfter anzubieten. Und auch, er hat ja schon immer Bands irgendwie organisiert, dass da gutes Programm ist und irgendwie nach Traunstein auch ein Stück Afrika reingebracht. Das ist gut angekommen. Dann hat sich das so ergeben. Das war ich sehr überrascht dann, was er so zusammengebracht hat. Zurück im Wamso. Also ich mache jetzt heute einmal ein Dings dazu, eine Schwammerlsoße oder Morchelsoße, verstehst? Da habe ich so Morcheln dabei, die sind schon eingeweicht und ausgewaschen. Und dann mache ich Zwiebeln, die Zwiebeln angelassen, tue dann die Zwiebeln mit den Morcheln angelassen, weißt? Und dann mit Sahne aufgießen und mit Champagner. Kannst du da Weißwein nehmen. Das ist dann praktisch, also halt, das sind dann praktisch schöne Wiesenmorcheln. Delikatesse. Delikatesse. Ja, aber müssen wir schon bringen, wir zwei. Gut, ich lerne Oder? auch, ja. Trotz Lernen, Arnaud wird nachdenklich. Aber ich bin unterwegs, weißt du. Wenn ich sage, unterwegs bin ich, weil ich werde irgendwann wieder nach Hause. Ja. Also da gehst du dann wieder nach Hause, oder? Ja, freilich. Aha, okay. Weil ich denke, da unten, die braucht viel mehr, was ich von Erfahrung gesammelt habe. Du, Bernadette, was sagst du zu dem ganzen Thema? Kamerun, Ja, super. super, oder? Ja. Aber irgendwie ist es ja schön, dass man dann praktisch also multikulturell leben kann, so wie ihr zwei eigentlich, oder? Das ist ganz schon was. interessant, ja. Du, wir machen dann ein bayerisches Lokal in Yaoundé auf und der Arno lernt noch ein bisschen bei dir. Ja, da lernt er noch bei mir. Dann Da muss er funktioniert das. statt seinem Kardinalskittel muss er dann noch mal Lederhosen anziehen. Weißt du was, meine Freundin ist vor 3 Jahren Ja. unten geheiratet und ich war als Bayer angezogen. Ja, hast du die ich habe alles dabei gehabt und das war Ehrlich? wirklich schön. Ja, Den Schweinsbrunn haben wir gemacht. geguckt, ja. Aber jodeln kannst du nicht, oder? Schon. Jodeln? Jodeln. No, ça tu ne sais pas faire. Nee, das kann ich nicht. Aber ich esse das gerne. Ja. Ce n'est pas manger, c'est à chanter. Ah, Hollera, tiri. aber Nudel habe ich schon gehört. Ah, Der Jodeln Nudel, hast du das ist was anderes. Nee? Okay, dann machen wir wieder weiter. Da stehst du Ja, Jodeln lernen wir machen wir später. weiter. Was hast du gelernt jetzt zum Beispiel, Sko? Wer hat dir das beigebracht? Da, die Dame da an dem Bild. Aha, wer ist das? Da ist genauso meine Oma, Mutter von meiner Mutter. Ah, deine Die Oma. eine Königin war, ja? Was war die Königin? Ja, sie war schon eine Königin und sie hat gerne gekocht. Sie hat immer gekocht. Es war ihre zweite Arbeitsstelle, immer beim Kochen. Draußen so im Hof, Ja. Stein und die Holz dazwischen, nur gekocht. Und ich war einfach verrückt dafür. Ich war immer mit ihr dabei. Hat mir immer geschickt, oh, bring mir Wasser, oh, bring mir schon Zwiebel, geh in den Wald da und bring mir schon x Gewürz und so. Ja. Das war einfach für mich gut, kann ich sagen. Ab und zu ein bisschen anstrengend. Aber jetzt habe ich schon verstanden, warum hat sie mir das immer oder mit mir gerne in ihre Nähe in die Küche gehabt. Du, und was macht ihr jetzt da ganz genau? Das wäre jetzt praktisch eine Garnitur. Kochst du einen Eintopf zusammen oder wie wird das? Ich mag eine Soße eigentlich schon. Aha. Ja. Und die kochst mit dem Fisch zusammen? Und Fisch zusammen. Das kommt, aber ich bereite jetzt einfach die ganze Zusatz. Das ist, wie du siehst, Zwiebel, Knoblauch. Ja, vor. Ich werde das einfach zusammen mixen. Mixen? Ja, ich mix alles das. Wie durch Mixer durch oder was? Mixer, ja, haben wir schon. Das so. ist unser Mixer. Ach so, du tust das Mörser praktisch. Recht, Aha, da kann man machst du- sagen. Das ist genauso eine, und machst du das? in Afrika ist normalerweise fast 4-mal noch größer. Okay. Gut, zum Beispiel haben wir jetzt Ein Knoblauch da. unsere kleine Knoblauch. Ich mag immer das weil mit dem Mixer, das mag nicht diese Pate. Das, wie man mag, eine Pulver. Und ich möchte diese Pate haben. Oder am Weil Bart, am Bart dann, wenn man isst, trifft das nicht, ist immer manchmal sehr unangenehm, wenn du isst und du isst roh
ein Stück von der Zwiebel oder von dieser Stärke. Sehr gut. Gefällt mir. Also ich mache jetzt da meine Zwiebeln geschnitten, dann habe ich meine Forellenfilets. Ja. Die werden wir dann in Butter ausbraten und ich mache da meine Sauce fertig. Da brauche ich jetzt aber einen Ofen. Du hast jetzt praktisch die ganzen, also Tomaten hast du, Knoblauch, Petersilie, Basilikum, Ingwer. Das wird jetzt alles praktisch zusammengemixt. Genau, zusammen Also gemixt ein richtiger Batz gemacht ja, genau. heute. Ich habe Ja. genauso meine Fisch da, die ich Den jetzt Fisch hier hast du gelassen da? habe. Genau, kommt Und das dann? ganze Wasser jetzt raus. Okay, und dann Das tust du ist das alles richtig. miteinander in den Topf rein, oder? Und das kommt in einen Topf Okay. und kommt noch später noch ein paar Gewürze Gewürze dazu? und so dazu. Aha. Und wie heißt das dann? Wie heißt das Gericht? Das ist genauso eine, auf meiner Heimat, sagt man, Ja. Tomato. Wie? Sup Tomato. Subtomato. Ja. Das bedeutet auf deutsche Tomatensauce. Okay. Und jetzt mit Fisch ist ein Schah. Das ist Fisch auf meiner Heimat. Also Schah, ist der Fisch von Ein deinem... Schah. Ein Schah. Schah. Ja. Tomatensauce mit Fisch. Tomatensauce mit Fisch. Ja. Aber wenn auf alle Fälle gesund ist, allemal, weil du hast nur die besten Zutaten da drin, gell? Muss ich da schon sagen. Also das ist besser geht's eigentlich nicht. Ja, für mich in Bayern ist es wie meine zweite Heimat. Warum bin ich hierher gern oder geblieben? Ich war auch viel unterwegs, für mich viel, sage ich, viele Länder, mindestens 5, 6 Länder. Ich habe viele Menschen, die mir angegriffen haben oder mit mir ganz bisschen doof geredet haben oder auf den blöden Klischee gekommen sind. Aber findest du das überall? Ich gehe mit dir heute in Kamerun. Ist denn gleich, du wirst schon erlebt. So, jetzt haben wir unsere afrikanischen Öfen hier aufgebaut. Der Frau hat gesagt, das sind also afrikanische Flammen, die gehen nicht so gut. Ich habe jetzt nicht erwischt, aber du hast die schnelleren. Wie geht's bei dir weiter? Palmöl. Palmöl, aha. Genau. Ist das, also das ist aber nicht flüssig, oder? Ist auch flüssig. Ist aber fester jetzt. Also. Ja, konserviert. Genau. Wir tun einfach ein bisschen von dem immer mit alles, was mit Öl zu tun hat, einfach für einen bestimmten Geschmack. Ja, Das habe ich noch nie hergenommen. okay. Wie schmeckt das so kalt? Kannst du probieren. Ist ein bisschen süß. Ja. Aber den Süßigkeit spürt man das nicht, aber ist Hintergrund so. Das hat schon einen eigenen Geschmack, ja? Ja. Und Das dann, habe ich noch gar nicht. genau. Okay. Wir mischen genauso ein bisschen Ich habe jetzt Butter und Zwiebeln. Butter und Zwiebeln. Butter und Zwiebeln, die lasse ich jetzt glasig angehen, aber ohne Farbe. Okay. Und dann nehme ich meine Molkeln dazu, Gut. verstehst du? Zwiebel ist wirklich eine Basic. ja, das ist das Bei Wichtigste. mir auch. Aber jetzt wenn sage ich dir jetzt- was, wenn man das so sieht, gell, was wir teilweise für einen Wahnsinn haben in unseren Küchen, ja? Da hast du Heißluftöfen und Zeug und Klump, ja? Infrarotdinger. Und du hast da zwei wirklich, also relativ abgestürzte ja, eben. kleine Campingkocher. Und machst da das österreichische. Stimmt jetzt, Also, ja. weil ich meine, das ist ja wirklich. Und genauso so. Du machst da Zwiebeln her. in dem Ja, Fall. Zwiebeln Aha. rein. Wenn Öl ein bisschen fast Eis ist, dann ich mag das. Also ich schaue, dass ich jetzt keine Farbe hinkriege, du machst Farbe hin. Ja, ist nur von Geschmack am ersten, aber muss nicht so viel frittiert. Siehst du, dass ich den ganzen Tomate mit den Gewürzzwiebeln und so, was ich Was man vorher zuerst alles vorbereitet habe. Okay. Genau. Und pass auf, weil manchmal gut, schaut gut aus. Und jetzt ist das paar Minuten, weil ich möchte nur den Saft von dem Tomat haben. Ich frittiert lassen, dass dem Wasser einfach rauskommt. Also reduzieren Ja, praktisch, du hast das. reduziert ein bisschen, Okay. ja. Ist so ein bisschen ist riecht ein Knoblauch und Ja, das rieche ich schon, aber das Palmöl ist schon, das ist schon ein bisschen so eine andere Richtung. eben. Ja, das ist anders. Das ist neu für mich jetzt. Okay. Ich hoffe es auch, wenn du zu Hause kommst, du probierst das für die Familie am ersten. Ich probiere es einmal aus, ja. Ja, klar, du, ich lerne da auch viel. Ich sag dir was, das ist für mich, Eben. das ist Das auch toll. Leben ist eine Schule. Lernt man jeden Genau, Tag was. das Leben ist und vor allen Dingen ist es immer so, weißt du, was das Schöne ist, ist das. Wenn du jetzt auch sagst, wir machen jetzt eine Integrationssendung. Ja, was ist Integration? Im Endeffekt ist es so, jeder lernt vom anderen. Vom Leben, Super. oder? Eben. Du kannst nicht sagen, so Deutschland ist super, Nein. du, wir haben auch so viele Scheiße teilweise, dass das schwindelig wird.
Und wenn du nach Kamerun gehst, ja, da ist auch so viele Sachen schön. Freue mich schon, dich zum Kennenlernen. Weil das ist genauso ein Thema, die ich jeden Tag mit meinen Gästen mich unterhalten, weil ich kann niemals sagen, X Länder ist besser als den anderen. Das gibt's nicht. Ist einfach ganz andere. Aber der Vorteil zum Beispiel von X oder von Kamerun wäre vielleicht hier der Nachteil sein und umgekehrt. Der Nachteil von hier vielleicht ist immer so. Du kannst eigentlich nicht sagen, oh, weißt du, lieber Gott hat diese Welt richtig geteilt und hat nicht in alle oder in jemand alles gegeben, weißt du? Das ist gut. Jetzt musst du bei mir aufpassen. Schau, jetzt habe ich die Dinger reingemacht, da, die Meucheln. Jo. Jetzt machen wir ein bisschen Mais und Pfeffer. Ich mache das ja ganz einfach eigentlich. Ja? Okay. Mais und Pfeffer, dann nehme ich Salz. Gut. Verstehst du? Ja. Also ich mache jetzt gar nicht so viel, ich nehme sehr viel Eigengeschmack. Ja? Mais, Pfeffer, Salz. Jetzt wird es dann leicht braun, das soll sie nicht werden. Ja. Jetzt komme ich mit der Sahne. Okay. Nimmst du Sahne auch hier in der Küche oder weniger? Nee, bei uns ist Sahne, wo kriegt man das rein? Aha. Ja. Jetzt nehme ich Sahne rein, schau. Jetzt tue ich die Sahne auch runter reduzieren, so wie du deine Tomaten, ein bisschen runter reduzieren. Und durch das Runterreduzieren wird die Soße ein bisschen sämiger, dicker. Ja. Und dann ganz zum Schluss, dann nehme ich den Champagner rein, weißt du? Ja. Das macht es einmal ein bisschen frischer, nicht so schwer. Ja. Ja. Aber das ist halt einfach wieder eine komplett andere Art, die du jetzt da drauf hast. Zwischen kommen noch zum Beispiel, wir haben diese typische kamerunische oder afrikanische Pfeffer. Weil das ist jetzt noch sehr mild, das schmeckt noch nicht so viel. Ja. Da machst du jetzt noch Pfeffer rein, ne? Aber das ist wirklich noch mit einem ganz anderen Geschmack. Kannst du schon ein bisschen was probieren? Aha. Das schmeckt gleich salzig, hä? Ja, salzig und noch auch viel mehr. Bis jetzt also gesehen, da kommt ganzes Salz rein. Noch nicht. Wie heißt der Pfeffer? Pfeffer, ja, sagt man auch Pfeffer bei uns so. Aber den kaufst du praktisch also auch im Afrika? Ja, das kriegst du schon in Afrika-Shop. Kannst du mir auch ein bisschen was geben? Gib mir was von deinem Pfeffer bitte dann. Ne? Ja, gerne. Warum nicht? Mach eine da. Mach ein bisschen Salz. Das wäre schon eine bayerisch-afrikanische... der Pfeffer ist besser wie meiner, ehrlich. Danke. Okay, danke sehr. Ja. Ja. Kriegst du noch wieder hier, hä? Das ist gut. Von da. Kann man jetzt probieren, oder? Ja, kannst du probieren. Weil ich muss auch runter reduzieren, aber... Wow. Ja, das ist cool. Sauber, sag ich. Das ist eine? Sauber, sag ich. Was sind denn eigentlich deine bayerischen Lieblingswörter so? Ja, ist eine der Lieblingswörter. Sauber, sag ich. Oder, ja, ich habe keine bayerische Lieblingswort. Ich habe einfach eine bayerische für mich, den Lieblingssprache. Das ist cool. Das möchte ich gerne lernen, bevor ich wieder zu Hause gehe. Was sagt er denn bayerisch am öftesten? Also, Servus sagt er. Servus. Und sauber sage ich, das mag er ganz gerne. Habitäre, kennst du das auch? Habitäre? Das Habitäre sagt er auch gern, genau. Das mag ich am liebsten, das ist mein Servo dabei. Nach so viel Bayerisch braucht es wieder einen kräftigen Schuss Afrikanisch. Mori Jobate. Genau. Servus. Hallo. Servus. Ja, das ist genauso noch sehr wichtig, weil bei uns, wenn wir beim Kochen so sind, dass wir nicht gestört sind oder einfach anstrengend arbeiten. Wir haben immer ein bisschen was Hintergrund, eine Geschichtenerzähler, der entweder mit uns spricht oder was erzählt von seiner ganzen Erfahrung oder unsere Stimmung hier. Er kann alle was möglich erzählen. Ja, und das ist der Grund, jetzt wird uns auch animiert. Er kommt aus Guinea, lebt in München, sehr, sehr profiweise bekannt vorher. Ja? Freue mich schon, dass du wirklich noch dich überreichen lässt. Ja, schön, dass du hier bist, da freue ich mich sehr. Okay. Was ist das für ein Ding da, was du da hast? Das ist Kora. Das ist Kürbis, Kalubase. Ein Kürbis ist das? Ja, genau. Kürbis, genau. Da schau her. Aus dem Kürbis, und das ist wie eine Gitarre, oder? Oder wie ist das? Harfe oder was? Harfe, genau. Aha. Das ist afrikanische Gitarre, genau. Harfe, da musst du das alles so zupfen. Aha. Das ist schön. Ist das so ähnlich wie so ein indische Sitar oder sowas? Genau. Ah, schön da. Wahnsinn. Ja, und dann siehst du, einfach so wie hier auch in... Der spielt jetzt jetzt was vor da. Ja, nee, das, ich hoffe, schön. Du träumst nicht. Nein, ich finde das fantastisch. Danke sehr.
Dann einfach ganz kleine so schneiden. Ja? Und so viel wie möglich ist. Wir werden noch das in einfach ein bisschen Wasser rein. Ja, kommt was auch von Menge. Da. Und wir kochen noch das extra. Du kannst so kleine wie du willst, aber normalerweise auf diese Größe reicht immer. Kennst du Hubert von Geusern? Hubert von Geusern? Sag mir nichts, ne? Der macht auch so Musik. Okay. Das ist zwar ein Österreicher, Südtirol, aber der hat auch so. Das ist auch Jodeln irgendwie. Okay. Es geht an die Seele, ja? Und das ist wichtig. Und warum? Weil Kochen, das geht das ist Essen. Und das Leben braucht das. Wir Menschen, wir brauchen Essen. Und muss etwas einfach gut sein, mit Stimmung. Soweit wir werden schon uns so verstehen, beim Kochen Spaß haben, das ist genauso wie das Essen, wie es schon schmeckt. Ne, Ich sage immer bei uns, wenn das Essen nicht schmeckt, ist bestimmt, weil in der Küche was so viel schreit. Siehst du? Ja. Siehst du? Das ist gut, das ist gut. Danke. Das müssten viele Köche hören, das sage ich dir. Danke. Viele schreien wie am Spieß. Eben. Das tut gut, Danke. tut gut. Un autre couvercle, tu as. Was der singt, ist alles improvisiert von der Stimmung her. Er will schon von deiner schönen Frisur erzählen. Von einer ganzen, ja, er erzählt einfach seine Geschichte. Erzähler ist keine Text vorbereiten. Er hat vorher zum Beispiel den Fernsehen der Bayern 3 begrüßt und einfach, ja, gesagt, diese Bayern 3 so lange noch leben wie möglich ist, weil was die macht, ist einfach schön. Ich hoffe, es hat ja schon, ich sehe, wie wirklich du sehr gut drauf bist. Auch. Ja, das gefällt mir total. Das ist genau meine Stimmung. Ja, danke sehr. Das Mori, gefällt mir. vielen Dank nochmal für deine Unterstützung. Okay, merci beaucoup. Sehr, sehr gut. Merci. Hat mir gut gefallen. Danke dir. Sehr gut. Dankeschön. Oh, yeah. Les choux, tu as fini, je vais avoir ça ici Okay. Merci, merci. Du, was man in seiner kleinen Küche alles machen kann, verstehst du? Da kannst du fast ein halbes Popkonzert halten. Ja. Unglaublich. Wie ich dir vorher gesagt habe, in Afrika, Küche normalerweise ist Innenhof, ist draußen. Ja. Ist einfach vielleicht gedacht, vielleicht ein kleiner, aber normalerweise ist Innenhof. Und wenn wir eine Küche drinnen haben, ist noch viel kleiner als hier. Ja, aber kommt alles das rein. Alle sind zusammen. Ja, alle zusammen. Ja. Was hast du da jetzt? Da, genau. Ich wollte, dass du nicht verpasst. Das ist, weil wir kochen genauso Fisch. Und das ist auch, das ist Shrimps. Getrocknete Shrimps, oder? Trocknen, genau. Aber das wird schon, ja, Sind aber geräuchert, oder? geräuchert. Aber nicht von dem Gerät, aber in Sonne. Ja, draußen. Beim 40 Grad legt man das drauf. Und, Du, das schmeckt vielleicht gut. ja, Das sollst du jetzt auch reiben, oder? ja, aber wie? Lass mich mal das machen, wie das geht. Ja, probier mal. Genau, warte mal, ich zeige dir nur die Bewegung. Du kommst da rein und du ziehst das raus. So geht Du das. presst einfach. Ja. Siehst du. Du brichst das. Ja, ja, Du das spürst hab ich- das ja, auf ja, dem das hab Stein. ich jetzt kapiert. Genau. Das ist gar nicht blöd, ja. Gut. Das kannst du fast malen wie Pulver, du. Das ist Wahnsinn. Eben. Hä? Ja, Sag einmal. aber muss nicht ganz gepult werden, aber so. So reicht's, oder? Ja, freilich. Hä? Da bleibt gar nichts dran, Pappen, schau. Ja. Sehr gut. Ja, super, dann. Aha. Und jetzt eine mit der Ware. Ja.
Ja, du, also das schaut jetzt sehr gut aus. Ja. Muss noch mal Eigentlich probieren. Kannst du schon. Warte mal. Spritzt ein bisschen da. Ja. Also deine Kochplatten, die werde ich nicht vergessen, das sage ich dir. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Das ist ja unglaublich. Ja, aber das ist sagenhaft. Jetzt habe ich auch noch ein paar Spritzer in meine Morcheln abgekriegt von deinen Tomaten, aber das macht nichts. Verstehst du das? Das sind das Blutsbrüder, die zwei Tippschützer. Und jetzt kochst du schon immer weiter oder jetzt ist es schon bereit? Ich bin so gut wie fertig. Also Okay. ich lasse noch einmal aufkochen und tue ein bisschen geschlagene Sahne rein. Da habe ich dann so einen Mixer da. Dann wird das noch ein bisschen perliger. Ich könnte jetzt am Fisch fertig machen. Wie lange brauchst du noch? Noch ein bisschen mehr Zeit. Du kannst das probieren. Ne? Ja. Ja. Fehlt noch Salz und fehlt noch ein bisschen Maggi. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ohne Übertreibung habe ich sowas überhaupt noch nie gegessen. Das ist Danke. total neuer Geschmack für mich. Komplett neu. Danke sehr. Aber es schmeckt trotzdem gut. Schmeckt gut. Das esse ich. Ist, Schmeckt gut. freue mich, das zu hören. Probier da noch mal jetzt. Wird für dich auch neu sein, schätze ich mal. Gleich noch ein Stück von denen? Ja, nimm das. Okay. Das ist so. Das schaut einfach gut aus. Ist auch anders. Für dich wahrscheinlich. Auch anders. Hast du schon mal Ich gegessen? jetzt noch nicht. Das ehrlich zu sagen, ich esse gern. Ja. Ich übertreibe überhaupt nicht. Viel zu viel, fast anderes immer. Aber so habe ich noch nicht gegessen. Bei aller Leidenschaft für das Kochen, für Familie Junet sind die Kinder das Wichtigste. Ich bin furchtbar stolz. Ich werde gleich 1 Meter größer, wenn ich an meine Familie denke. Ja, bin ich. Die 3 sind schon ganz prächtige Burschen. Und ja, ich habe immer gedacht, ich werde mal Töchter haben. Jetzt habe ich 3 Söhne, aber besser hätte es gar nicht kommen können. Ja, und Fini. Und dann jetzt kommen, Du hast eine. ja, einfach da rein. Kannst eine damit. Okay. Ja. Wunderbar. Und den Toast, Das ist dann jetzt Knoblauch. Zwiebel, Knoblauch und Die alles. Kräuter, die ganzen Kräuter, Kräuter. genau. Das ist da rein. Ja, Okay. das kommt noch wieder hier rein. Und du brauchst es ungefähr, wie lange brauchst du jetzt mit dem Fisch? Ja, mit den 15 Minuten. Magst du das scharf? Ja, Also das gerne, ist gerne. richtige Pepperoni, Afrika Peperoni, aber Das ist afrikanisch. Das ist sehr, sehr scharf. Tust du das Ganze so rein, oder? ein Stück. Wir machen den ganzen rein Okay. und die nächsten 2 Minuten raus, dass wir ein bisschen einen Nachgeschmack Okay. von den Schärfe bekommen. Aber für die Leute, die gerne scharf isst, dann kann man das die ganze Zeit rein, bis Essen fertig ist. Aber da jetzt brauche ich nur für den Lass mal Geschmack. 2 Genau, Minuten, wenn nicht zu scharf. genau das, nur 2 Minuten. Okay. Merkt man nicht die Schärfe da drinnen. Ja, nein, ist gut. So, jetzt machen wir Endspurt mit 2. Ja. Hier bei den Weißkraut, das ist sehr, sehr wichtig. Siehst du, das ist genauso diese Kürbiskerne. Ja, die machst du da noch rein, oder? Sehr, sehr wichtig. So, fertig. Okay. Ja, das kommt unbedingt zu Hause. Das bindet dann auch Mit einem gut. ganzen Leichtfeuer, nicht so heiß. Und wir tun das auch fast am Ende auch rein. Ja. Oder aber nicht viel Dampf, der Ding da. Dann muss die Flamme da. Ja, Das dauert ist, ein bisschen. Das ist ein Problem. Weißt du, sagt man bei uns, Hä? ist Was? eine Witz oder ein Spruch. Die Europäer halt die Uhr und die Afrikaner den Zeit. Das ist natürlich super. Ja, da hast du wieder recht. Ja, bei uns passiert es ja. Wir haben keine Zeit. Ja, eben, keine Zeit, weil muss viel Das arbeiten. ist aber ein guter und so. Spruch da. Danke sehr, Das ja. ist ein sehr guter Spruch. Ja, Schau, ich tue jetzt die Filets mit Melieren. Ja. Schau mal. Einfach ein bisschen Mehl drauf. Okay. Ist das auch nochmal so, das gibt dann so einen leichten, Mehl, warum? Das so einen leichten Röstgeschmack gibt es. Also das ist einfach, ja, das ist halt auch so bayerische Art. Dass ich da jetzt immer jeden Fisch eigentlich, ich meliere ihn einfach. Ja. Okay. Es gibt da nicht eine Kruste. Ne? Dann kommt das da rein, schau. Kommt da rein. Dann ist es soweit.
Die bayerischen Forellen braten in der Pfanne. Der Tomatenforelleneintopf ist fast fertig. Letzte Handgriffe. Und für Fritz noch eine Überraschung. Trinkst du gerne Kaffee? Ja, was hast Kaffee? du da? Ah, gut. Bei uns, wir haben leider nicht, wir trinken nicht so viel Kaffee. Okay. Wir haben so Sachen genauso wie ihr. Bringt einfach die Menschen wieder fit und dann wieder gut drauf. Und ist ein Reinigungsmittel auch. Das heißt Cola. Siehst du, das ist... Also so wie die Dings da, so Kokablätter kauen oder sowas. Ja, Das habe ich schon mal in Peru gesehen. Jetzt halt, genauso. Und das ist was anderes, ist ein Gewürz auch. Ja, ist so schaut fast aus. Ich habe schon ein bisschen was, ein Stück schon, ja, sehr bitter. Kannst du probieren. Und dann Schmeckt wirst ja du schon furchtbar. bis morgen fit sein. Ja, das ist mal, ja. siehst du? Sag mal, was ist denn das? Ja. Das ist Cola. Oh, das ist ja Schmeckt nicht gut, scheußlich. aber du warst wirklich gut. Das schmeckt ja scheußlich da. Oh. Also ja, da wieder Salzkartoffel. Ja, wow. Also das kann ja nicht sein, dass das gut... Oh. Ich bin fertig. Sauber, sage ich. Voilà. Einfach schön. Ich glaube, weißt du, für einen Afrikaner, das wäre schon nur für mich eine, wie man sagt, eine Vorspeise. Eine Vorspeise, ja. Das 2 ist, dann passt es auch wieder. Gut. So, jetzt bin ich gespannt, wie dein Fisch ausschaut. Das zeig ich auch noch. Lass dich überraschen, mein Freund Fritz. Also ich habe dir die Plantage schon vorbereitet. Ah, das ist göttlich, wirklich. Da hast Siehst du, Frauen, ne? Ja, das du sei froh. Ja, was Frauen Das ist eine gute wünschen, Mischung, verstehst du das? was Frauen wünschen, Gott will. Ja, das ist schon klar. Ja, das ist genauso die Fritscheko Banana. Ja, erzähl, Ich was habe du sie gemacht hast. geschält, längs geschält, geschnitten und in heißem Öl frittiert. Und jetzt, bitteschön. Die afrikanischen Kartoffeln sind praktisch Kochbananen, kann man sagen, oder? Genau, die Kochbanane. Gut. Das ist ein bisschen süß, ist keine Banane, aber schaut so aus auch. Das ist ziemlich verkocht ist gerade, hä? Ja, komplett. Komplett verkocht. Ja. Siehst du, das ist wieder eine ganz andere Art. Ich meine, bei uns muss du einen leichten Biss haben. Weißt? Eben. Also, wenn du das bei uns sowas machst, wenn du das bei uns in der Kochprüfung das machst, dann kriegst du Löscher vom Verkochen und siehst du. Habe ich das erfahren. Aber das ist. Ja, aber danach sind zu mir gekommen, hat nach dem Rezept gefragt. Ja, aber schau her, das ist dann. Das ist, aber so im Ja. ersten Moment meinst du, das gibt's ja nicht, ne? Eben. Koch Fritz ist echt baff. Die Forellen auf afrikanische Art sind fertig. Aber werden sie auch schmecken? Also, Reha tut's gut. Perfekt Multikulti, kann man sagen. Dann Multikulti. Dann Das klingt sehr gut. Jetzt gehen wir zum Essen. Danke Schmecker. sehr. Das war's, was zum Schmecker, oder? Ja. Sind wir schon gut gelaunt hier. Ja. Hä? Dann geht's los da. Schau her. Ich hoffe, ihr habt Hunger, hä? Hallo. Ja, Das ist ja. bitte sehr. Also, wie sagt man schon bei uns einen guten, oder? Einen Ja, guten? guten, ja. Ich habe sehr, sehr gefreut auch. Das ist fein. Sehr lecker. Denn die afrikanischen Kartoffeln sind auch nicht schlecht. Danke. Aber einmal bin ich froh, dass ich keinen Fischkopf erwischt habe. Keine Fischsuppe. Nein, Fischkopf mit den Augen, das war nicht so mein Ding. Schmeckt mir wirklich sehr gut. Danke. Sehr gut. Deine schmeckt mir auch. Danke. Feierabend für heute. In der nächsten Woche wird Fritz sich auf eine neue kulinarische Reise durch Bayern begeben. Ziel: ein koreanisches Lokal im 300-Seelen-Nest Eindorf.